Merci, Herr Präsident. Wir stimmen heute direkt 3 Gesetze. Wir diskutieren die 3 Projekte zusammen, wenn sie mal zusammen hängen, und dann holen wir nur 3 Voten an als Partei, bestimmt ja bekanntlich gegen das 3 Projekte. Herr Präsident, es sind das Euro-Krise oder besser gesagt Schuldenkrise von einer Reihe von europäischen Staaten als beschäftigt. Also taugt neben einer Reihe von Debatten die dritte Kehr, dass wir als Chamber über einen Gesetzestext an dem Zusammenhang befanden, an dezidieren. Die 2 Gesetze waren den 1. Juli 2010, hat die Chamber ein Gesetz gestimmt über den RWSF, den Fonds Européen de Stabilité Financière, der sogenannte Rettungsschirm, woran der Lützburger Staat sich für Garantien an der Höhe von 1,15 Milliarden Euro engagiert hat. Der 15. September 2011 hat die Chamber ein Gesetz gestimmt, wo das Garantien von 1,15 Milliarden Euro auf 2 Milliarden Euro gesetzt geben. Das erste Gesetz vom 1. Juli 2010 über eine Garantie von 1,15 Milliarden hat der ADR mit einer gewissen Skepsis damals nach Matt gestimmt. Mein Parteikollege Shaggy Fenkels hat zum Schluss von seiner Intervention damals gesagt, ich hoffe just nur, dass, wenn wir diesem Gesetz zustimmen, wir dummer nicht ein Katz am Sarg kaufen. Heute muss ich sagen, hat ein Weiß Voraussicht für genauso als es geht. Für rund 2 Jahre, als von der Regierungszeit auch so gemäht ging, wie wenn die Garantien nehmen a priori einen symbolischen Charakter für die Finanzmärkte hat, für die zu beruhigen. Mit Realität wird das sehr angeholt, weil schon gut Jahr bis später 15. September 2011 wird schon mal, wie für die schon gesagt, das Garantien von 1,15 und 2 Milliarden gehecht. An Haus stimmen wir schon so eine Menge weiterer staatlicher Partizipation zu. Wir wissen alle gut, dass den RWSF an der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Staaten müssen helfen. Und nicht mehr spät wie gestern hat Spanien als Zypern offiziell Hilfe angefangen. Da der hat das zweite Gesetz nicht mehr mitgestimmt, und da der wäre doch dürfen, wie so taut diese Gesetze nicht zustimmen. Ursachen für Reisen nie, sie verschiedene Natur. Erstens mal näher, wie das Krise an der Europäischen Union von Spitzenpolitiker bis noch geriert und dezidiert hinaus. Ich erinnere an den Tandem Merkel-Sarkozy, die immer diktiert tun an Europa, an all die einzelnen Staaten, und nach Schüss ratifiziert, was Merkozy dezidiert hat. Und es war nicht nur Merkel als Sarkozy gewirrscht, auch als Premier hat Ferm da matt gemischt. Wenn man seinen Artikel, den memorablen Artikel, in Erinnerung von den am Spielen 99 Meter, wie Anfang gesagt hat, wie Europa gibt funktionieren. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt, und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Der Satz sieht alles über das Funktionament von der Europäischen Union. Leute für dumm verkauft, Leute also ungeschmiert, und das nennt sich dann die berühmten europäische Demokratie. Heute stimmt Majorität von diesem Parlament so einem Schritt so, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zweitens, Konsequenzen von dieser europäischen Politik, die so einseitig um Bockel von der Masse, von der Leid ausgedogen ist, Sozialaufbau für die Masse von der Leid, und die ganz dick, als bis heute dann nicht kommt an Europa. Griechenland, als du das beste Musterbeispiel. Und auch da wird als Staatsminister, den die Schahemio so sozial immer, will jemand einem sozialen Mäntelchen, gesagt von Griechen, nicht den Aufbau do machen wie mir nun, dann hat geschrieben, auch an einer deutschen Zeitung am Handelsplatz 2010, Sie können sicher sein, wir haben die Folterwerkzeuge im Keller und wir zeigen sie, wenn es nötig ist. Das sieht alles am Anfang, wie das Europa funktioniert. Drittens, als Bekämpfung von der Krise konzentriert wird auf Sozialaufbau, massiv Aufwürze von Stromausfall an den Ländern, aber nicht auf Wurstum und Beschäftigung. Viertens, da der als prinzipielle Überzeugung am Interesse vom Euro an Griechenland wird, für Griechenland giffen den Euroraum verlosen. Wir mengen soll den Evaluierungen auch ausstellen oder zumindest mal Berechnungen machen, von der europäische Raum schaffen mit den Ländern, die noch ökonomisch am Stand wären, einen stabilen Euro zu garantieren, und dann in den anderen Ländern, die finanziell
helfen, für eben das an priori Griechenland, für eben so einen Austritt zu ermöglichen. Ein fünfter Punkt ist, dass wir als Land Schritt für Schritt, wird Herr Juncker gesagt, immer mehr Souveränitätsrechte und in unsozial und undemokratisch Europa auftreten. Finanz- und Schuldenkrise wird missbraucht als Argument für mehr Souveränitätsrechte in Europa aufzugehen. Weder wie Wirtschaftsregierung, europäische Finanzminister, Bankenkontrolle von der EZB sind immer Stichwörter für weitere Souveränitätsrechte in Europa aufzunehmen. Noch haben wir froh, von den Minister als Kind dort Stellung von der Lützeburger Regierung zu denen Ideen geben. Haut an dem Kontext von diesen drei Projekten muss man es aber auch a priori für eine Frauen stellen. Viel größer als der Lützeburger Staat sein Engagement als Garantie, respektiv direkter finanzieller Partizipation und in den verschiedenen Rettungsmechanismen. Neben 2 Milliarden Garantien um WSF stimmt schon behauptet 1.752.800.000 Millionen Partizipation Kapital MES. Von dieser Summe gehen 200 Millionen direkt bei den 3 Jahren zu bezahlen, das sind die Paar Libéré. Über die restliche Summe von 1,5 Milliarden par Sujet Appel haben wir als Chambre und sogar als Regierung, wenn dieses Projekt heute gestimmt wird, aber keinen direkten Abfluss mehr. Wenig, dass sie zum Teil oder ganz verlangt gehen, respektiv, sondern laut gesagt gehen, Western an nur doch hier. Den Artikel 40 sieht, les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution au capital social autorisé. Und noch die Summe von 1,5 Milliarden Euro für Lützeburg kann nach an Blut gehen, kein von ISW Haut, wie ihr weiteren Teil, mit groß oder mit klein, zusätzlich von unserem Land verlangt. Froh bin ich, dass die Kinder mal treffen, dass den von der Kapitalbeteiligung irgendwann bis Kind zurückkriegen. Die Frau wird bis so nach Kege gewohnt, irgendwie zu ändern, auf jeden Fall an den nächsten Jahrzehnten sicherlich nicht der Fall. Muss ich noch wissen, dass wir dort neben nach bilateralen Prähund und Griechenland, neben den 2 Milliarden, wie gesagt, die wir am RWSF haben, haben wir 1.752.000.000 zur Verfügung gestellt, für eventuell als Kapital aufzufeiern. Mit daneben noch nach 139,9 Milliarden, die wir bilateral der Griechen gelehnt tun, wo auch in der Zwischenzeit schon den Delay für zurückzubezahlen, noch Hände versagt gehen, also an Zinsen auch raufgesetzt gehen. Wenn ihr also die drei Sachen zusammen garantieren am RWSF als mögliches Kapital am MES an die bilaterale Prä- und Griechenland, da kommen genau 3,9 Milliarden, also bald 4 Milliarden, die Lützeburg über irgendwie entweder als Garantie oder bereitstehend Kapital oder abbezahlte Kapital oder bezahlte Prä an die ganze Krisensituation investiert. Das neben allen, vielen anderen Garantien und Partizipationen, die der Staat sich an den letzten Jahren will. Daneben schwirft aber nach erweitert Eisenbindung gefährlich der Muckelschwert über Lützeburg, ein schwarzen vom System vom Target 2. Ein sogenanntes Clearing-System, die bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt ist. Ende April 2012 hat die Lützburger Zentralbank da eine Summe von 120 Milliarden Euro, so sie nach am Prinzip zu gut hat, die aber von Minussalden von Ländern wie Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien gedeckt werden. Für die Entwicklung von diesem Montant zu so, muss ihr wissen, dass von Anfang an das Clearing-System bestanden wird, der Montant immer einer 10 Milliarden lo. An 2009 bis heute, also lo binnen 3 Jahren, als der Montant von 7 Milliarden auf 120 Milliarden angeklommen. Als ein Lehrverlangen, wir dürfen das die Regierung respektiv die Responsable von der Zentralbank uns dürfen anhängen von den nächsten Finanzkommissionen Erklärungen aufgehen über die Entwicklung respektiv über Risiken oder Nicht-Risiken, die an dem Zusammenhang stehen. Erweitert wird nachher Präsident, dass über die Verdelung Schlüssel über die Partizipation, die man als Lützeburger Staat macht. Eigentlich derselbe Schlüssel geholt, die Lützeburger Zentralbank bei der Europäischen Zentralbank geholt und das liegt noch offen ajustiert gehen für neue Beitrittsländer, die mich schwer stehen, für das zu kompensieren. Am Kapital vom MES möchte für Lützeburg, wie gesagt, 1,75 Milliarden aus, wo man am Extremfall laut diesem Gesetz müssten stimmen. Das gibt bedeuten, dass Lützeburg pro Bürger
3.505 Euro engagiert. Das ist der Lützeburger Bürger bezieht 65% pro Kap mehr, wie den europäischen Durchschnittsbürger das nicht. Am Hai sind wir also als Lützeburger Spitzenreiter für was Kontribution überlegt, was wir als Kleinland an den Mechanismus durchführen. Aber auch das war leider nicht gesagt, als Herr Juncker, als immer so fein, dass was der Lützeburger nicht heim sieht, das müssen dann an der internationalen Presse. Und so hat Herr Juncker dann den 12. Juni 2012, also auch noch nicht so lange hier, am Handelsblatt geschrieben, Luxemburg zahlt pro Kopf mehr in den Kapitalstock der europäischen Stabilitätsmechanismus ein als die Deutsche. Ich bin froh, dass die Luxemburger das noch nicht gemerkt haben. Das gleiche also, wie Herr Juncker das an der ausländischen Presse sieht, hier ist so, dass das letzte Mal nicht gemerkt haben, dass wir die sind, die am meisten an den Mechanismus dran. Für was wissen die Lützeburger Daten nicht mal ganz einfach, weil Herr Juncker an seiner Regierung die Leute nicht gesucht haben. Er hat eben die Geheimniskrämerei gemäht, er hat die Leute immer über komplizierte Sachen informiert, also Sachen, die von relativ einfach zu erklären werden. Die alle Menschen, die beim Land verstehen, die gehen 4 Tage, mit Gott sei Dank kommen die Deutschpresse, vis-à-vis von der aus Herr Juncker ja bekannt nicht mehr Gespräche, und da gehen wir halt etwas über die Wege geworden. Zum Abschluss, Herr Präsident, will ich sagen, dass wir froh sind, dass wir heute dezidiert haben, dass dann eine qualifizierte Majorität die Gesetze gestimmt sind, weil wir hatten schwer Bedenken, wenn das nicht der Fall wird, weil einfach eine Datei Engagementen sind, auch Mengen nicht, weil es permanent Engagementen sind, und Herr Polymeyer als Spezialist von der Verfassung weiß, dass permanent Engagementen nicht können temporär über Gesetz vergeben. Dafür sind wir froh. Wir wären noch froh, wenn der Herr Minister als nach Kind mehr so über die bevorstehenden von der Diskussion können, über Fiskalunion am Delen, weil meine Zeit auf, glaube ich, das lässt sich davon machen, die Überlegungen, dass den auch soll gucken, dass Zentralbank eventuell eine Banklizenz kriegt. Als Ausschuss würde ich sagen, Herr Präsident, leider muss ich sagen, leider haben wir als ADR, an dem, was wir in den Debatten für Drunheit immer so tun, haben wir Recht behalten. Leider haben wir Recht behalten, und konsequenterweise stimmen wir dafür halt dagegen.